Ihre Requisiten passen in Rucksack, Tasche und Koffer. Für den Auftritt im Schüttbau im unterfränkischen Rügheim haben Hedwig Rost und Jörg Beseke winterliche Märchen für Erwachsene im Gepäck. Was gleich in der Vorstellung einfach und spielerisch wirken soll, braucht präzise Vorbereitung. Mit ihrer kleinsten Bühne der Welt, den Geschichten aus dem Koffer, sind Jörg Beseke und Hedwig Rost seit Anfang der 80er Jahre unterwegs. Mit wenigen Mitteln lassen sie eine ganz eigene Welt entstehen. Den Märchen verleihen sie Klang, Stimme und Bild. Da ist die Geschichte vom Tod, der seine Sense schon wetzt, um den Vater eines Jungen abzuholen. Der Junge dagegen versucht, mit dem Knabbern von Knäckebrot die Lebensgeister des Vaters zu wecken. Der Tod soll ihm helfen. Dem Tod, dem schmeckte das Brot zu gut. Er aß und aß und aß und aß und alles um ihn herum war vergessen und versunken. Und so versäumte er es, mit seiner scharfen Sense just in dem Augenblick zuzuschlagen, als das letzte Sandkorn aus dem stumpen Glas herausgeronnen war. Die Märchen beschäftigen sich nur mit Wesentlichem. Die beschäftigen sich mit Erwachsenwerden, woran wir alle lebenslänglich arbeiten. Ja? Natürlich mit die Frage nach dem Tod, nach Beziehungen, nach Entwicklungswegen, durch alle Tiefen des Lebens durch. Das Zuhause in Pullach im Süden Münchens ist Probebühne und Atelier der beiden Künstler. Längst sind die Märchen dem Koffer entwachsen, werden mit ganzem Körpereinsatz erzählt. Die Auswahl der Märchen treffen Hedwig Rost und Jörg Beseke danach, wie gut sie sich darstellen lassen und was sie bei ihnen selbst auslösen. Ja. Die eigene Gänsehaut ist das Kriterium. Wenn ich merke, es kribbelt, es brummt, dann ist das schon ein ganz starkes Indiz, sich dieser Geschichte zu widmen, sich dieser Geschichte auszusetzen. Märchen berühren, wenn sie ein inneres Thema treffen. Manchmal dauert es Jahre, die passenden Bilder zu finden. Märchen können Ordnung schaffen, weil Märchen sehr klare, eindeutige Bilder geben für etwas, was sich in uns, in unserer Seele abspielt. Da fielen auf einmal die Sterne vom Himmel herunter. Goldene Taler regnet es auf das Mädchen, das alles hergegeben hat. Ende gut, alles gut. Obwohl es ja sein Hemd hergegeben hatte, so hatte es nun ein neues an. Und das tut gut. Und das tut gut jemandem, auch der traumatisiert ist, der schlimme Dinge erlebt hat. Tut es gut, dieses Bild, ja, es gibt eine gerechte Lösung, vielleicht auch für mich irgendwann. Vor 10 Jahren kam Adoptivtochter Ndaitu aus Äthiopien in die Familie. Ihr Lieblingsmärchen wurde die Geschichte vom Aschenputtel. Also es ist nicht von vornherein klar, wie die Geschichte endet. Und dass die Aschenputtel dann doch die Prinzessin wird oder die Königin dementsprechend. Das hat mir sehr gut gefallen. Und das hat total eingeschlagen bei ihr. Sie hat dann allen Leuten Aschenputtel erzählt. Ich konnte noch nicht mal Deutsch und meine Mutter hat trotzdem immer mir Märchen jeden Abend zum Einschlafen vorgelesen. Und ich wollte das Märchen immer bis zum Schluss hören. Ich wollte nicht, dass die irgendwo in der Mitte aufhört. Und ja, deswegen habe ich auch meistens gut geschlafen. Da lebten einmal 3 Männer. Hedwig Rost und Jörg Beseke leben mit den Märchen, die sie auf der Bühne erzählen. Der Bauer, der Vater des Bauern und der Sohn des Bauern. Der Sohn, der war noch klein.
Ich kann sagen, diese ganzen Geschichten, die mich da umgeben, das ist wie so eine große Familie. Die gehören alle zu mir und die liebe ich alle. Wie Geschwister oder Eltern oder Tanten. Für das Publikum sind die Auftritte von Hedwig Rost und Jörg Beseke Wiederbegegnungen und Neuentdeckungen von altvertrauten Freunden, den Märchen.